laut, ja. Miguel Beşim. George Genius Schläger. Warte mal. Nein, Robert. Schau mal, zweite Stück von Mauern. Ja, genau. Langsam. Das Hintergrund. Vale vom Velo. Hey, leg dir das weg. Leg dir das weg. Ja. 1-1, Jack Lothar. Da wurde klar, so da. 1-1, Richtung. Also Joko ist komplett im Moment da. So, Rückruf, Aden, Dreh. Und Joko ist ja Nur noch 5 Minuten, bis ich mal anfangen. Aufs Moor, ne? Da kann man das. Machen langsam vorbereiten für das Gottesdienst. 1-1. Sorry. Ego, bist du Fehler, nicht? Zu laut ist er noch, oder? Na gut. Hick. 1. Alles kann er bringen. Dann erste Gile, oder? Guck auf der Nase, 5 Minuten mit Ziel. Aber der ist Was bist du an die Uhr? Und ich feiere einen Gottesdienst zur Ehre Gottes. Halleluja. Und Karama Reisrei, es Ulam Karela Jesus Christus. Und es die Gebete, das Saki Era, Sakolo, Sako Dank. Aber die Job und Miki Krass im Unbezahlbar. Und von der Ballfeier Austri, gehen wir eine Woche Austri. Und heute Austri leben wir Miki Krass. Rein zu Golgatha. Halleluja. Ausgegangen. Ausgegangen. Der tut ihn verwandeln. Deutsche Wähler, hat sie noch frei. Da ist er. Viel kann er mit dem Vater erzählen. Wir brauchen keinen Vater. Ich glaube, ich kann auch nicht mit Vater. Ich erlauben. Der ganz genau 7 Uhr. Kann er mal anfangen. Und das geht kleiner.
Saste Herriani, stavo che te ne prego. Halleluja. Lass uns zusammen den Herrn anbeten. Halleluja. Thomas Chikren ohne Gebet. Maar ik die weer krijgen dat we naar David. Dan moet je. Halleluja. Und Job wird die Sky. Der König aller Könige. Solange wie Jesus Christus. Eins. Jawohl. Richtung. Peter alles sagen. Vater im Himmel, Herr. Dank u voor Gaudives, Jesus Christus. Dank u voor zijn namen, Herr. Zu dir die Ehre, Gaudives, Jesus. Herr, danke schön, Herr. Und man gab es, Herr, Barudele, Herr. Führe die Leitung von Heiliger Geist, Jesus. Führe mit dem Lobpreis, Herr. Führe mit einer Anbetung, Herr. Ganz nicht verstehen, Jesus Christus. Und sag ihm Macht, Herr. Sag ihm Macht, heute welcher Träger. In Jesu Christi Namen, Herr, ich dich Anrecht bei Herr. Sondern die Begeisterung hier, Herr, und die Freiheit, Herr, und die Gott kann Heiliger Geist, Herr. Hat ihr von der Welt, erfülle es, stärke es, Herr, und muss es geben, Herr, zu dir Ehre, Heiliger Geist. Hilfe dem Herr, hilfe dem Gaudives, Jesus, die was gelobt, Preis und Ehre zu geben, Jesus. Dann kommst du auf dieses, Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm, lass uns den Herrn jetzt mit starken Lobpreis ihm anbieten. Halleluja. Lobpreis, Halleluja. Scharastes aus Marosi. Ich tue Freude, wenn ich Scharastes in der Biss. Mal die Freude. Halleluja. Oskar Kaischun, wir sind hier, um Gott zu loben. Hier, um Gott zu preisen. Hier, um seinen Namen zu erheben. Ketty, wir sind hier, um Gott zu loben. Hier, um Gott zu preisen. Hier, um seinen Namen zu erheben. Wir sind hier, gemeinsam zu proklamieren. Adonai, Elohim, Israel.
zum Schluss. Herr, wir preisen deinen Namen, geben dir noch Preis und Ehre. Du bist König dieser Welt, König in unser Herz. Herr, wir lieben dich, Herr, wir preisen dich, wunderbarer Geber, starker Gott, Frieden fühlst, du bist unser Herr, wunderbarer Geber, starker Gott, Frieden fühlst, du bist unser Herr.
meine Stärke. Und gucken, dass sie bestellen. Está spray o brasileiros. Amen. Die Freude in meinem Herrn ist meine Stärke. Paspanche, die kommen noch bis da. Tauhele das Gau. Aber Rolinga kann noch gut dann. Halleluja. Weil die Freude, die Wahrheit der Besten, immer wie so. Halleluja. Kapellmeister, leg los. Also simpel det Romano Levi. Drive the color. Genoeg. Ja, haben wir ganz mal. Drive the color. Der will die wieder angerufen. Aber er kennt die nicht. Kandi, die wird die der Besten. Weiter also. Wir sagen Amen. Wir loben Amen. Weiter also. Mach so. Mach so.
nog niet mee. Halleluja. Comment tu vas tout le monde écouter? Tu n'es pas eu lobpreis gehoord, là? Wat betekent lobpreis hier? Lobpreis, like je weer moest je keski, et tu n'es pas eu de grâce à Dieu. Je ben dankbaar voor dat je deel gras aan die moet geven. Dan ik voor lobpreis aan tutti aus dankbaarheid gewählt im Westen. Ik mocht die schon die Träger in der Huis, erlebt rum. Ik kom hierher von circa 18, 19 Jahren her. Frisch Wachstum, ganz frisch, weil ich Bergspeker gekommen ist. Und du kannst nicht mit der Chatchese am Andi, der bist du ganz gut. Und woher hast du noch abgelegt? Kommt vielleicht ein paar 20 Jahre her. Und ich habe alles davon drum, hey, so Anhalter, die Jungs sind so voreinander. Plötzlich merkt man, irgendwie, Atschaldo. Atschaldo, das war dann im Auto. Und das war im Auto drin. Und die kommen plötzlich, so total durcheinander. Plötzlich rapport, was hast du gemacht? Nichts. Anfragen, der mit Schuhe gibt. Anfragen, kannst du Schuhe bringen. Eigentlich normal, ja, das kommt, ne? Oder normal, der Gold ja best nicht. Aber Gott ist nicht spannend. Das ist ein Jesus Christus. Amen. Halleluja. Und schon wo bin das? Du sagst, am besten mir ist die. Krieg ich Schuhe zu. Krieg Bruder bringen und kann man jobben. Und genau kannst du gucken. Dann noch am Andi. Tre komt aan 5 play, dan is het Julia Mandi 3. Maar hij heeft nog nooit gehad. Vom Christen an, dann noch nooit gehad. Und dafür haben wir dankbar, weil wir leben heilig bleiben. Wir haben dankbar, ja, lass mal den von Krebs. Halleluja. 15, 16 Jahre her. Krebs. Dankbar. Wir haben dankbar in den Namen. Die David aan goed geven. Want die ohne David loopt ik, kan 28 jaar in Medino, aber die weiß gar David aan geven. Hij was goed erop. Hij was woonabhängig, Genoa is. Nein, die Geno, David krass aan mir geven. Nein, no Paulus. Dein Lobpreis noch einfach. Weil die schnell geht und klatscht schräg mit, aber ihre Gedanken woanders sind. Und so bin auch okay, wenn die groß kommen, manchmal nicht. Nur bei der Tag fang ich mit. Und Kollege von sie ist da. Ich habe von sie. Und even kan mij dan die Lobpreises, Preises, ha? Aus deinem Herzen. Halleluja. Heute kannst du Jesus mengen. Just mengen noch einfach auf heute. Nein. Du just abu kreuzu für Tuki, für Maki. Aus dem Kamp. Halleluja. Und Männer haben die Sandalen. Mit Sandalen kann man von Georgie oder Karakola oder Niola. Nein. Jesus. Mit Sandalen an der von Jesus Christus. Halleluja. Und Koleski ana. Lobpreis. Halleluja. Weil die Namen die krass. Halleluja. Und kon je einstellen über. Denk aan de meisten oder wegrennen. Die Gymnastia müssen die war. Weil die Ginera müssen die war. Hat keine Wirkung. Keine Kraft. Aber die Ginera. Nee, gewohl König aller Könige. Der Herr aller Herren. Und das war eine Kreuzung. Heute das man schieben. Halleluja. Heute man ihn auch ist. Und du gehst an manche Situationen nicht noch mega. Und gehst wahr, aber kommt schon alles. Jesus Christus. Und ich habe es gekocht. Habe es dankbar. Hat alles dankbar. Halleluja. Amen. Hallo, Brats.
Halleluja. Halleluja. Immer noch Lobpreis, Gili? Ajo. Halleluja. Danke dir, Jesus Christus. Vi giver ham einfach, Herre. At de giver os mig. At de giver Jesus, du Halkai. Du Halkai, Herr. Der König aller Könige, Halkai. Halleluja. Und ihm gebührt alle Ehre, alle Lobpreis, alle Anbetung. Halleluja. Ich schon noch mit E o lar que não me dei vida. E ganhei o lava quando tive. Halleluja. Nova lavas, a rebuti amigos de Deus. Mas tu tá em chate momento, amo de Okay, wir kommen zu einem Opfer der Ehre des Herrn. Ja, Kollege, noch ein. Die Ordner sollen vorkommen. Ja. Jesus, danke, Herr, das ist ein Opfer, Herr Jesus. Lobe den Herr, sind den Gefallen, Jesus Christus, Herr. Ob es denn ein Euro, Herr, zu oder wichtig, Herr. Aber Herr, aus Liebe, aus freiem Herzen, Jesus Christus, Herr. Und Gott, ich hab Dank, Herr, in Jesu Christi Namen. Amen. Ja. Lasst uns dann weiter singen. Wo ist das Lied? Die Lieder sind ausgegangen. Doch, dann. Die sind durch. Nicht durch. Okay. Halleluja. Immanuel, o Deus Immanuel,
Wen? Der ist sein Name. Egal was auch geschieht, Immanuel ist mein Ohr. Happy, du mich. Amen. Mit Jesus. Halleluja, Beschan. Der erste Kalber. Danny Arm, komm Danny. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Zur Ehre des Herrn. Ja, Shalom Gemeinde. Seid ihr froh, dass ihr hier seid? Amen. Ich habe eine Frage. Warum seid ihr heute hier? Warum bin ich heute hier? Jesus Ha? zu begegnen. Wir sind hier, weil Jesus uns gerufen hat. Ha? Deswegen sind wir hier. Ist schön, wenn man mal ein paar Geschwister sieht, ha? Von überall. Und eins ist mir auf mein Herzen, euch zu sagen. Heute kommen wir nicht aus Hamm, und aus Gladbach, und aus Köln, und aus Remscheid. Heute sind wir auch nicht Ladere, Katschine oder sonst irgendwas. Heute sind wir die Familie Gottes, ha? Die Familie Jesus Christus. Ha? Ich bin froh und dankbar, heute hier zu sein, Lobpreis mit euch zu machen. Wir haben uns gefreut, als die Geschwister bei uns waren, bei uns gedient haben. Hat Segen gebracht. Ha? Ich denke, der ist auch heute bei uns. Ha? Deswegen wollen wir unsere Zeit nutzen heute. Du bist heute hingekommen, um eins zu machen, deine Zeit zu opfern, Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Ha? Und das wollen wir heute machen auch. Ha? Wir wollen nicht einfach sinnlos 2-3 Stunden totschlagen, ha? Sondern wir wollen Jesus Christus begegnen. Amen. Und ich bin mir sicher, dass er heute hier ist. Amen. Unser Bruder David wird auch ein paar Wörter sagen, was auf seinem Herzen ist. Er möchte gerne, dass er David heißt. Karol der David, aber Logi. Das lassen wir mal jetzt. Shalom, Geschwister, der Herr segne euch. Der Herr hat heute was Wunderbares vor. Von Anbeginn der Zeit, wenn man die Bibel aufschlägt, redet der Herr. Higobagaki. Und seine Wörter haben Macht. Sabi Zohar, Sabi Machta, ein Wort von ihm, ein Wort von ihm, jeder Sturm legt sich ab. Und heute will er zu dir reden. Sein Wort hat das immer noch die gleiche Macht. Wie vor 2000 Jahren oder noch länger. Amen. Und er hat heute was vor. Er will heute zu dir reden. In der Bibel steht,
Wenn du heute seine Stimme hörst, dann verstocke nicht dein Herz heute. Lass das Wort nicht heute an dir vorübergehen. Ich habe da ein bisschen so gesessen und habe so ein bisschen beobachtet. Manche sind hier, soll keine Anklage sein, aber sind doch nicht hier. Sein Wort ist heute kostbar für dein Leben. Amen. Denn einmal ist alles zu Ende auf dieser Erde. Deswegen, wenn er heute zu dir spricht, verstocke nicht dein Herz. Der Herr segne euch. Amen. Worte des Lebens, Halleluja. Worte, die Leben bringen, für dich und für mich. Ja, die letzten Tage ging das in meinem Herzen ein. Und ich habe ja so Gedanken darüber gemacht, jetzt gerade über die Feiertage, was kommt jetzt. Ostern, viele bereiten sich vor mit Kleidung, Essen, was weiß ich alles. Das ist auch gut so. Aber das Größte ist, was Jesus für uns getan hat. Amen. Halleluja. Das ist das Allergrößte. Weißt du, wie Jesus Himmel und Erde gemacht hat? Die ersten Menschen, Adam, Eva, hat Gott einen Plan gehabt. Immer eine Gemeinschaft mit seiner Schöpfung. Die Bibel sagt uns, die Schlange war listig und redete zu Eva und sie nahm und aß. Und von diesem Tag wurde die Trennung von Menschen mit Gott. Gott hatte Garten gemacht, dass er eine Gemeinschaft sie haben, aber auf diesen Tag wurde die Gemeinschaft gebrochen. Und der Teufel, die Schlange ist ein Bild auf den Teufel. Der Teufel hat einen Ziel in deinem Leben und in meinem Leben. Dass wir getrennt werden von der Gemeinschaft Gottes. Halleluja. Aber da kam Christus ins Spiel. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Der Mensch geworden ist. Halleluja. Das Wort wurde Mensch. Halleluja. Und dieser Gott, der Mensch geworden ist, zahlte für uns. In dem Garten wurde auch ein Tier geopfert. Die Bibel sagt uns, nannte Maria Ehren, hatten keine Kleider angehabt. Und da war das erste Opfer gemacht. Und ich habe mir so Gedanken, steht nicht in der Bibel, was für ein Tier das war. Aber ich denke, dass es ein Lamm war. Ein Lamm. Und die Bibel sagt, Jesus war das Lamm Gottes, der die Sünde getragen hat für alle Menschen. Halleluja. Und wir feiern Ostern, dass wir erlöst wurden, befreit wurden von Sünde, Macht des Teufels, wurden wir befreit. Halleluja. Und das ist Ostern. Gott hat die Gemeinschaft mit uns wieder zusammengebracht. Jeder, der Jesus Christus angenommen hat, der darf, der kann, er ist würdig in die Gegenwart Gottes. Ist Jesus Christus in deinem Leben? Halleluja. Dann bist du würdig, jetzt in der Anbetung in seine Gegenwart zu kommen. Halleluja. Und diese Gegenwart wird passieren. Du kannst dann das Herz Gottes schlagen. Und dieses Schlagen Gottes, sein Herz, schlägt für dich. Er liebt dich. Halleluja. Liebst du auch Jesus? Halleluja. Dann wollen wir in der Anbetung und lass uns nochmal aufstehen. Halleluja. Lass uns Gott die Ehre geben in der Anbetung. Denn Gott ist hier. Amen. Jesus ist hier. Und zwar ist es mir am Herzen, dass wir wirklich uns öffnen. Wir wissen kein Mann, die mit Namen Kai, aber haben doch gar keinen.
Und ich bitte dich doch einmal, deine Augen zu schließen und einfach zu beten, dass der Herr dir begegnet. Geh dir an. Geh bin Rahakujek. Heiliger Geist, du kommst, willkommen, Karel. Apako Siba und Jesus. Apako Siba und Jesus. Die Gegenwart Karamika hat der Jesus. Gelare Katashikila Galur Talabaya. Shechar Katashikur Talabashena Jesus. Heiliger Geist, du angekommen. Papi Hakusi, Klöpper des Kusiba und Aplakusi. Ich werde prägt an Jesus. Und die wirst du willkommen. Willkommen, Heiliger Geist, du. Als Ehrengast hat er erste Stelle mir rein. Bitte du Geist, du, den Valenti. Okratschedaya, Deveramenti, Mangat. Shori Palmenti, die Ruach Jesu. Die Heibas tut Kana. Amarasia hat Jesus willkommen. Amara kennt die Welt, Hanki. Ricci du Geist du, Deveramenti, angekommen. Bleiben in der Haltung, wollen mehr den Herrn anbeten und wollen noch mehr
Gegenwart Gottes kommen. Halleluja. Der Herr ist hier. Der Amen. Herr ist hier. Und der Herr verlangt nach dir. Von deiner Anbetung. Der Herr sucht, die im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. Halleluja. Lass uns den Herrn anbeten. Der König aller Könige. Sein Name ist Jesus. Cantis comida tutti, Halleluja. miro celosi, Amen. die Penna Papa Tuhan und heute Magica, du ein Alpha und Omega, du die lauter an du warst, die Neibe mit Jiben, già tu mi von mir und Zelusit du gibst noch Tebel Kamadu Tebel Shadu im Melam Tiri Kamila Kauri Swame tu Kikai Tebel Kamadu Tebel Shadu im Melam Tiri Kamila Kauri Swame tu Cantis cometa tutti, mit mir und celosi, die Penna Papa Tuhan und heute Magica, du war Alpha und Omega, du sie lauter an du warst, die Neibe mit Jiben, ja du mit Halleluja.
Diese Anbetung gefällt Gott. Halleluja. Weil wir lieben, dass der Herr hier ist. Halleluja. Und wir wollen diese Haltung bleiben. Lass uns den Herrn weiter anbeten. Zum Geist. Halleluja. Lass uns ihn weiter anbeten. Bereite dich vor für die Gegenwart des Herrn. Der Herr ist hier. Halleluja. Der König ist hier. Jeshua, sein Name. Lob, Dank, Preis und Ehre. Die Haltung Christus Mensa. Valenza, Venezia.
den Herrn anbeten. Und dann wollen wir das Wort Gottes hören. Halleluja. Der Herr liebt dich. Erlebst du die Gegenwart des Herrn? Ein Zeuge, dass er dich liebt. Die Liebe Gottes kannst du spüren. Und das wirst du erleben. Das hast du erlebt. Jetzt. Und du wirst es noch mehr erleben, weil Jesus hier ist. Ist Jesus hier? Amen. Halleluja. Gis dans le scar et mes ticras. Gis dans le scar et mes penap. David Fima. David Fima. Mi rosino Orella. In a baseia dei voli. David Fima. David Fima. David Cattivo. Was ich tun soll, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Mein Herz verlangt nach dir. Ja, meine Seele, die schreit nach dir. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche. Ich bin jetzt hier, ganz nah bei dir, denn ich weiß, du erhörst mich jetzt. Jesus, du liebst mich. Ich bin jetzt hier, ganz nah bei dir. Ich weiß, du erhörst mich jetzt. Jesus, du liebst mich. Deve Cattivo, mettilo tu, ma non tu del mani ti lasciato tu a te.
Genau. Halleluja. Hier keins. Geschwister, ich habe noch ein Lied auf meinem Herzen. Und dieses Lied hat eine wunderbare Bedeutung. Und wenn du genau zuhörst, dann wirst du auch die Predigt verstehen. Es geht darum, die Welt, sie bietet sehr viel. Und ja, Kegida braucht man es. Aber die Welt bietet eine Quelle, die unrein ist. Und wenn du aus dieser Quelle trinkst, glaub mir das. Du willst immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber diese Quelle erreicht nicht deine Seele. Und wenn es nicht deine Seele erreicht, dann ist deine Seele tot. Ich denke, dieses Lied wollen wir singen und wir stehen gemeinsam auf, öffnen unser Herz oder wir lassen unser Herz und den Heiligen Geist öffnen. Ich bitte dich, jeder, der hier ist, bitte steh auf. Nicht um mir die Ehre zu geben, sondern den Herrn Jesus die Ehre zu geben. Wenn du was empfangen möchtest, dann steh auf. Höre zu. Höre, was dieses Lied jetzt dir sagen möchte. Kaya utut kare Mani estayo today Halau tayo today Abachi hoy nailena Christus me voy. Schöner das nochmal. Yo das man war mit ihm ja. Yo das man nie von besser. Hoy das will ich tun. Kennt ihr den Namen? Der Mann
wunderbare Gegenwart, Jesus Christus. Und dass du gegenwärtig bist, Vater. Du bist hier, Vater. Und du bist real, Herr Jesus. Ja, Jesus, schenke uns jetzt ein offenes Herz. Ein Herz, Jesus, das dich steht. Heiliger Geist, mach uns sensibel. Sensibel und zu vernehmen deine Stimme. Jesus, du Giner, die Rautschi, die Hundschuhe. Und die Verzeugung und die Heilige Wasser, Jesus. Und du Giner, Vater Jesus, von Geilermann, du Frieden, Herr Vater. Der Jesus Christus, ganz Fall aus Bestu, Vater. Und Ginauschi, aber du Lehrer, mein Herr Vater. Und Herr Jesus Christus, du Giner und Geil. Du bist Rat und Sie, Herr. Du Giner, Bochel, Herr. Du Bochel, die und die Pan. Men Bochati, du Pan. Men Bochati, du Pan. Goya, du Pani, Reichela, Marisela. Und dem Redreher Marisela. Und dann die Schiwamen. Und dann Jesus, wie ich will annehmen. Ich fließe zum ewigen Leben, wenn ich die Jubilat habe. Und Gott immer weg als Mensch, als Person. Und ja, da geht doch nur Herr. Halleluja. Amen. Maudeu Libaro ist unser Gott groß. Amen. Halleluja. Ihr seid gut dabei, Geschwister. Wir kennen uns nicht, aber wir sind eins in Gott. Amen. Das ist sehr wichtig. Vielleicht viele kennen mich aus TikTok und Videos. Hier bin ich. Live. Geschwister, ich bin nicht wichtig. Jesus ist sehr wichtig. Und also kein Boxing. Oh, das nicht. Ja. Schau ja mir gar nicht. Wunder werden Ich bin die Fälle der Boxing. Ich habe ein Wort auf meinem Herzen und ich möchte euch heute gerne was demonstrieren. Bildlich. Und ihr seht eine Schale. Die Schale hat keine Bedeutung. Aber das Glas hat eine Bedeutung. Und dieses Glas bist du und ich. Der Herr schaut in unseren Herzen heute. Und für den Herrn sind wir durchsichtig. Amen. Und ein Glas ist auch zerbrechlich. Auch wir sind zerbrechlich. Auch wir sind nicht immer hier. Denn die Blume die geht auf und nach ein paar Stunden kann sie verwelkt sein. Amen. Ich bin mir meine Unvollkommenheit bewusst. Du auch? Halleluja. Meine Unvollkommenheit bewusst. Und wenn das in meinem Leben fest geworden ist, in meinem Herzen, dann weiß ich, dass ich geistlich arm bin. Ich bin bankrott. Ich habe nichts. Mein Konto ist leer. Ich brauche Jesus. Amen. Das ist sehr wichtig. Ist nicht mein Thema, aber das hat mir so mein Herzen gerührt. Geschwister, unser Bruder Sonny, wo ist er? Er sagt, ich rede nicht so viel. Wenn er mich anruft und ich habe 2 Minuten 30 geschafft. Du hast mit Ton geredet, 2 Minuten 30. Okay. Aber wenn ich predige, dauert das oft sehr lange. Warum? Weil Gottes Geist wirkt. Amen. Gottes Geist brennt in unseren Herzen. Denn die Apostelgeschichte sagt uns 1, Verse 8, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Bist du heute hier und bist ein Zeuge von Jesus Christi. Amen. Amen. Ich will heute für euch, weil ich schon die ganze Zeit 2 Wochen gebetet habe, Gott lasst mich ein Segen sein. Denn die Geschwister, sie waren ein Segen für uns. Und dieser Segen ist immer noch auf uns. Und diese Predigt war wunderbar. Der Herr sucht, was verloren ist. Halleluja. Und heute ist die Überschrift, ich habe Durst. Man hi trusch. Ja, Roman ist der Fälle da.
mehr Power. Halleluja. Ich habe Durst. Und die Frage steht jetzt ganz groß im Haus. Nach was hast du heute Durst? Nach dieser Welt oder nach Jesus Christus? Halleluja. Hast du Durst nach Jesus? Und wenn es nicht heute so ist, ich sage dir, wenn du einmal von der Quelle trinkst, so richtig trinkst, dann wirst du keinen Durst nach dieser Welt mehr haben. Amen. Nach dieser Welt, die vergänglich ist, die vielleicht schön scheint. Geschwister, ich bin noch ganz jung, da sehe ich ein bisschen älter aus, aber 27, ich stehe so mitten im Leben und ich bin früh zum Glauben gekommen und ich habe eins erkannt, dass diese Welt mir nichts geben kann, was ich brauche. Und Jesus hat mir das gegeben, was mein Herz erfüllt hat. Halleluja. Und auch dieser Jesus ist heute hier. Dieser Heilige Geist ist heute hier. Und er gibt dir das, was er mir gegeben hat. Willst du es? Brauchst du es? Halleluja. Hier vorne bist du dran. Nachfolger. Halleluja. Und eine Begebenheit, und ich möchte nicht so viel reden, ich habe so viel auf dem Herzen und ich möchte es auch nicht, dass es langweilig wird, Geschwister, aber ich möchte ein paar Punkte anreden, die dir nahebringen, das Wort und was ich rede, ich glaube, alles gefällt dir nicht, alles gefällt dir nicht, aber ich muss es dir sagen, weil das die Wahrheit ist. Ist Jesus die Wahrheit? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir dort drinnen bleiben, dann werden wir unser Ziel erreichen. Jesus sagt in Johannes 7, 37, 39. Wer dann dürstet, der solle zu mir kommen. Und Gott liebe es, wie du tust, wenn du heute Durst hast. Ist Jesus auch hier? Mehr als George und ich? Amen. Ist seine Präsenz stärker wie Hamm oder Köln oder Remscheid? Jesus ist hier. Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wirst du denjenigen, ja, guck, jetzt ist es schwer. Gib mir zu trinken, dann wirst du derjenige, die ihn bittet, also, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Amen. Wir wollen weiterlesen, dass es uns wirklich heute geöffnet wird. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Amen. Jetzt wollen wir einmal Stopp machen. Und wenn man dieses liest, endet ein Punkt. Oft machen wir uns so viel, ja, wir malen uns das aus. Wie kann Gott dieses tun? Oder wie kann Gott jenes tun? Und wenn wir da hineingehen, erkennen wir, dass Jesus keinen Eimer hatte. Hatte Jesus einen Eimer mit? Nein. Die Frau hat immer geschöpft, Geschwister. Und geschöpft, und geschöpft, und geschöpft.
Und wenn wir weiterlesen, erkennen wir, wie sie sagt, gib mir von diesem lebendigen Wasser. Amen. Aber Jesus hat dort was Mächtiges gesagt zu ihr. 5 Männer hast du gehabt und der 6. Mann, mit dem du zusammen bist, ist nicht dein Mann. Wenn du lebendiges Wasser möchtest, heute von Jesus, dann brauchst du eine Reinigung, dann brauchst du eine Offenbarung von deinen Sünden. Denn Gott kann nicht, wenn du unrein bist, dich füllen mit Leben. Amen. Aber Jesus ist hier und er bietet mir zuerst heute an und dir eine Reinigung mit seinem Blut. Glaubst du daran, Amen. dass Jesus die Kraft hat, dich zu reinigen? Amen. Wir wollen weitergehen. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Geschwister, wollen wir uns demonstrieren? Ja, wir brauchen noch die Cola. Cola, kommt sofort. Ja, aber nicht ganz voll, nicht voll. Nicht voll. Ist das Wasser klar? Nein. Ich weiß nicht, wie dein Herz aussieht und dein Leben aussieht. Ich weiß es nicht. Aber wenn es so ist, ich drücke mal richtig an. Wenn es so ist, wird es Zeit, zu Jesus zu kommen. Amen. Es ist Zeit, zu Jesus zu kommen. Weil dieser Mensch, das Glas, symbolisiert uns dieser Mensch, er ist voll mit Sünde. Er ist voll mit dieser Welt. Die Bibel sagt uns, wir dürfen und können gleich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Amen. Viele junge Leute hier. Und junge Leute haben, und ich habe vor vielen Jahren abgeschlossen, mein Ziel ist Jesus. Amen. Amen. Es wurde mir bewusst und es wurde fest in meinem Herzen und ich durfte den Heiligen Geist vernehmen in meinem Herzen und ich will Jesus folgen. Egal was es kostet. Amen. Du auch? Halleluja. Fehler haben wir. Wir heißen sie nicht schön, aber wir haben. Aber wir lassen uns immer wieder von dem Herrn Jesus beleben, eine Korrektur verändern, dass wir Jesus ähnlich werden. Und das soll heute dein Ziel sein. Junge Menschen haben Ziele. Viel Geld, viel Ansehen. Vielleicht bist du hier und bist stolz. Bist noch nicht ganz verändert und gebrochen. Ja, wir stoppen noch bis jetzt. Es ist noch so vieles, Geschwister. Alles kann ich nicht sagen. Aber ich sagte, diese Frau hatte viele Männer, schmeckt zu sagen. Und sie hat aus einer unreinen Quelle geschöpft. Ich weiß nicht, wo du schöpfst. Ich weiß es nicht, welche unreine Quelle es ist. Schlechte Geschäfte. Ich weiß es nicht. Es gibt so vieles. Unmoral. Ich sage nur Unmoral. Mehr sage ich nicht. Unmoralisch leben
Eine Quelle, die bitter ist und schmutzig. Weißt du, was Unmoral ist? Unzucht. Das ist Unmoral. Der Herr möchte, wenn du heute so bist, dich reinigen. Erster Johannes 1, Verse 9. Und dieses Aufschlagen, Geschwister. Habt ihr noch Zeit für mich? Amen. Vielen Dank für Gottes Wort. Dickst du nicht? Lange das 2 Minuten, ja? Ich habe kein Bibelregister, Geschwister. Das ist ziemlich teuer. Spendenski. 1. Johannes. Halleluja. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Also das ist 1. Johannes 1, Verse 6. Also lügen wir. Das redet man nicht genau rüber. Aber ich glaube, Chachapen am die dann. Wir leben nicht in der Wahrheit, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und unser Herz hängt an dieser Welt. Es ist nicht langweilig. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, dann fängt dein Leben an. Amen. Halleluja. Und dein Leben wird lebenswert. Es bekommt einen Sinn, weil Jesus der Sinn des Lebens ist. Halleluja. Kannst du mir folgen? Halleluja. Bewegt sich dein Herz? Bewegt sich dein Herz? Halleluja. Das ist der Heilige Geist, der uns heute Kraft gibt durch sein Wort. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann werden wir Gemeinschaft miteinander, also haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von aller Schuld. Amen. Also müssen wir heute was tun. Wir müssen heute zu Jesus kommen. Herr, erleuchte mich. Herr, reinige mich. Wir lesen weiter. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, willst du sie bekennen? Ich bekenne sie heute. Denn ich brauche Jesus. Jeden Tag neu. Am tardu, pašu balkonu, die gaunu bolapen, genau Jesus, Gaudives. Heute, Jesus, übergebe ich dir mein Leben neu. Amen. Tust du das auch? Oder tust du das nur einmal? Einmalig betest du vor 10 Jahren, 5 Jahre, 2 Jahre, vor 1 Jahr. Und du sagst, ich habe einmal gebetet und es reicht. Es reicht nicht. Stimmt das? Amen. Denn Jesus möchte, wir sind berufen, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und es steht geschrieben, noch einmal. Denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Amen. Böse, böse, böse. Von aller Ungerechtigkeit. Amen. Von allem Bösen. Wisst ihr, Geschwister, die Bibel sagt, dass das Unrein und das Böse aus den Herzen kommt. Diebstahl, Mord, Spaltung und so vieles. Und darum brauchen wir die Reinigung des Herrn. Dass unser Herz gereinigt wird. Dass wir gereinigt werden. Amen. Im Alten Testament war das so,
möchte euch ermutigen, dass die Kraft Gottes über Sinsum kam, über die Propheten kam und diese Kraft ging wieder weg, Geschwister. Und im Neuen Testament erkennen wir, dass die Kraft Gottes, der Heilige Geist, wo lebt? Wo? In unseren Herzen. Halleluja. Und diese Kraft, sie ist in uns. Im Alten Testament kannst du es so betrachten wie ein Segelschiff. Wenn ein starker Wind kommt, geht er ab. Und wenn der Wind verschwindet, bremst er. Oder wird abgebremst. Aber im Neuen Testament, wo Jesus seinen Geist ausgegossen hat, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen, nicht Zeugen von dieser Welt, von deinem Kummer, mein Fuß tut weh und ich habe kein Geld und du klagst und du bist am Klagen, sondern ein Zeuge von Jesus Christus, von seinen guten Taten, von seinem Wort und das, was er Gutes getan hat. Hat Gott Gutes getan? In deinem Leben? Halleluja? Halleluja. Also immer noch. Preis den Herrn. Und im Neuen Testament können wir es so vergleichen wie eine Dampflok. Nein, wie ein Dampfschiff. So, wie ein Dampfschiff. Was hat der Dampfschiff? Der Motor ist im Schiff. Die Kraft Gottes ist in, sag es raus, die Kraft Gottes ist in, Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, wisst ihr warum, Geschwister? Jesus kommt bald. Und wir sehen es an die Zeichen der Zeit. Und wir erkennen es auch, weil der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und der Teufel wird immer mehr und mehr in dieser Zeit offenbart. Wir sehen das bei den Stars, wir haben es heute geredet im Auto. Die Stars offenbaren, wen sie als Herrn haben. Ci lascia bene. Magari vipi nelle scolati ci verte. Und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich habe eine wunderbare Bibelstelle, aber da sind wir noch 3 Stunden hier. Das, was das Böse noch aufhält, Geschwister, das ist der Heilige Geist. Das sind die Gebete in den Gemeinden. Halleluja. Amen. Aber der Heilige Geist in dir ist, muss das Böse weichen. Halleluja. Und der Heilige Geist wird genommen, wenn Jesus wiederkommt. Bist du da bereit? Willst du da mit? Halleluja. Wenn ich nicht verloren gehen will, dann gehe ich nicht verloren. Warum? Dann ist mein Ziel, Jesus nachzujagen, Jesus nachzufolgen und alles zu geben, ihn zu lieben, aus meinem Herzen, aus meinem Verstand, aus meiner ganzen Kraft. Halleluja. Und wenn ich verloren gehen will, dann muss ich nichts tun. Aber die Neue mit die Gau, in Jesu Namen am lauter Härte da. Oski, weil die Botschaft Jesu gepredigt wird. Heute. Du kannst Buße tun. Du kannst umkehren. Du kannst Jesus neu als deinen Herrn annehmen. Und es passiert was in deinem Leben. Was passiert? Das alte Leben ist Vergangenheit. Halleluja. Neues Leben wird entstehen. Glaubst du das? Kati, Pani, Arito Pani? Hast du lebendiges Wasser? Ja. Joy, voll, Kati. Oh, Joy. Der Heilige Geist gibt uns in Genüge. Halleluja. Amen. Halleluja.
Nicht oder? Segen die Regel wird nicht. Halleluja. Verstehst du die Botschaft von Jesus heute? Hast du sie verstanden? Das ist, wenn man Jesus Christus als Herrn annimmt und wenn das lebendige Wasser, der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann fangen wir an zu leben. Amen. Willst du leben? Amen. Jesus sagt, ich gebe Leben im Überfluss. Amen. Das Galabai. Halleluja. Sie bringen Wasser. Sie verändern. Halleluja. Ich habe noch eine Bibelstelle. Dann wird dir bewusst, noch bewusster. Und diese Bibelstelle ist in Epheser 4, Verse 30. Epheser 4, Verse 30. Immer noch am Suchen. Schwer zu finden. Kolosser. Ja, Epheser 4, Verse 30. Okay, Mini-Bibel. Achtet darauf. Also achtet. Jetzt hast du ein neues Leben. Bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sollst du darauf achten. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Das Wort betrüben ist ein Wort für dämpfen. Und es bedeutet, wenn ich Sünde hineinlasse in meinem Leben. Und ich lese weiter. Einen Moment. Wenn ich Sünde in meinem Leben hineinlasse. Aber wir haben mal gut. Es wird ganz deutlich, wir sehen, es ist klar. Immer gute Cola, also Sünde. Dann kann ich. Und schau immer ganz bis drehen, minimal. Lüge, Zorn, unversöhnlich, Stehlen, Fluchen, ja. Das kann wieder mit deinem Herz passieren. Wenn wir wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen. Bist du heute hier und sagst, ich kenne Gott. Ich glaube. Ich gehe in die Gemeinde. Ich bete. Und wenn ich raus bin aus der Gemeinde, lebe ich mein Leben. Da sieht es ja keiner. Jesus sieht dich. Glaubst du das? Heute kann der Tag X sein, wo du sagst, ich möchte nicht mehr so leben. Ich möchte erfüllt sein mit Feuer. Ich habe Feuer empfangen, Geschwister. Danke, Jesus. Ich bin kein guter Mensch.
bin nicht besonders. Aber David Kamaskova. Gott wollte das, weil er mich liebt. Liebt dich Jesus auch? Amen. Und er will das. Er will Feuer in deinem Leben senden. Er möchte nicht, dass du aufstehst und traurig bist und diese Welt nachjagst und irgendwie da Freude zu empfangen, ein bisschen tanzen, ein bisschen trinken und du kaufst dir was und du kannst dir den schönsten Auto kaufen. Ich sag's dir, nach ein paar Monaten willst du noch ein besseres Auto. Warum? Weil deine Seele nicht dieses Wasser hat, was Jesus bietet. Lebendiges Wasser. Du empfängst Frieden in deinem Leben. Dein Leben macht Sinn. Amen. Willst du dieses Wasser? Amen. Halleluja. Willst du heute trinken von der Quelle des ewigen Lebens? Amen. Es ist wunderbar, heute hier zu sein und das Wort Gottes zu predigen. Und wir haben es jetzt gesehen, was passieren kann mit meinem Verstand, wenn ich meinen Verstand nicht von den Herrn reinigen lasse. Durch Verstand der Sünde passiert dieses. Durch mein Handeln passiert dieses. Und weißt du, was passiert? Dieser Mensch, Glas, Klammerzeichen, er weiß nicht, ob er errettet ist. Weil die Sünde verblendet alles. Er hat keine Heilsgewissheit. Er ist schwach. Er hat kein Leben mehr in sich. Und wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, Bnei Bibla, dann wird es zu einer Quelle. Und diese Quelle, die fließt, sie strömt, sie sprudelt, bis zum ewigen Leben. Und der erfüllt ist von dem Heiligen Geist, er ist seine Errettung sicher. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich weiß nicht, ob ich errettet bin, dann komm zu Jesus. Es ist leicht zu sagen, komm zu Jesus. Und du wirst ewiges, neues Leben empfangen. Amen. Das war's. Halleluja. Preis den Herrn. Ich kann dir nur anbieten, dass du nach vorne kommst. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Er wollte es so, er hat es so gemacht, dass er mitten unter uns ist. Halleluja. Du kannst nach vorne kommen. Und wenn du dich wirklich nicht traust, dann hebe deine Hand. Wir kommen zu dir. Und wenn du Feuer haben möchtest,